Und habe die Ehre zum nächsten Let's Play und diesmal zocken wir Pro Evolution Soccer 2011 und zwar ist ja das Jahr die Europameisterschaft und da habe ich mir gedacht, das kann man auch noch spielen. So, dann habe ich das schon mal vorbereitet, also die Gruppen, sagt man sich ganz gut, alles original, also kurz mal zusammengebastelt. So, jetzt fangen wir direkt an. Wir haben die deutsche Nationalmannschaft gewählt. So, Schwierigkeitsgrad, dann nehmen wir auf Topspieler. Verletzung und Ermüdung lassen wir auch. Spiellänge 10 Minuten. Und weiter. So, da haben wir das Original-Logo drin. So, genau. Ob der Spielplan genauso abläuft wie in Wirklichkeit, das weiß ich gar nicht. Wir spielen auf jeden Fall als erstes gegen die Niederlande. So, und als erstes speichern wir erst einmal. So, gespeichert ist. So, und jetzt sind wir da. Die Aufstellung passt, oder? Ja. Okay, dann starten wir in das erste Spiel. So, da passt alles. Dann ab geht's. So, jetzt geht los. Erstes Gruppenspiel. Wir haben einen Kommentator haben wir deaktiviert, weil bin ja ich da. So, dann wollen wir mal schauen. Ob wir die Holländer schaffen. So, die Bayern-Spieler unter sich. Oh, da war schon die erste Gefahr bei uns im Strafraum. Aber ist noch gut gegangen. Oh, und da war unsere erste Chance. Durch den Özil. War gar nicht so schlecht.
So, da haben wir einen Ball verloren. Haben wir aber schon wieder. Oh, in der Mitte ist Fehlverkehr. So, das war nichts, das war abseits. Also es ist ein buntes Hin und Her und jetzt kriegen wir ja die erste Gelbe. Da waren wir übereifrig. So, jetzt müssen wir uns zusammenreißen. So, das war ein Foul an Gomez. Freistoß für uns. Dann hauen wir einfach mal 4. Oh, das war nichts. So, da haben wir einen Robben niedergestreckt. Freistoß wieder für die Niederlande. So, wir können das auf jeden Fall überhaupt nicht garantieren, ob wir überhaupt die Vorrunde überleben. Wenn nicht, dann wird es ein relativ kurzes Let's Play. Und jetzt war gerade die nächste Chance für die Holländer. Und die kriegen jetzt auch noch Ecken. Also wie gerade gesagt, es kann ein kurzes Let's Play werden. Falls wir die Vorrunde nicht überstehen. Oh, das war faul. Jetzt gibt es Gelbe gegen Strottmann. Und eventuell eine Chance für uns, oder? 28 Meter. Sollen wir den direkt draufhauen? Ich probiere es einmal. Gibt der Ecke. So, der Ball ist noch im Strafraum. So, da ist keiner von uns. Wieder nicht. So, jetzt haben wir einen holländischen Strafraum belagert. So, das war der Befreiungsschlag. Aber wir haben ihn schon wieder. So, Einwurf für Niederlande. Wow, Fehlpass. So, Schweinsteiger. Über links. So, haben wir den Ball verloren.
Und jetzt ist überhaupt keiner mehr hinten. Wo ist unsere Abwehr? So, der ging weiter neben. So. Oh, Minuten noch. Dann ist Halbzeit. Oh, Minuten wird noch gespielt. Das war's mit der ersten Halbzeit. 0-0. Wobei wir über weite Strecken die bessere Mannschaft waren. So, wollen wir auswechseln? Oder wollen wir so weiterspielen? Ja, es war eigentlich jeder ganz gut dran. Lassen wir so die drin hat. Probieren wir es nochmal mit der gleichen Aufstellung. Und haben wir einen Ball? Nein, haben wir nicht. Oh. Da war ein Fehler. Das war fast ins Angegangen. So, der Van Persie, Robben, der nimmt einen Ball ab. Ja, das war jetzt nichts. Und, na, erwischt man nicht. Da war wieder keiner. Oh, Doppelpass von den Holländer. So, der Seitenwechsel. Oh, das gibt wahrscheinlich Gelbe. Das mal für den Podolski. Naja. So, aufpassen jetzt. Jetzt werden wir dann, glaube ich, auch mal wechseln. Machen wir auch gleich. Özil ist schummiert. So, dann nehmen wir halt einmal einen Groß, der spielt auch im offensiven Mittelfeld. Und der Podolski. So, dann müssen wir Müller nach links. Und dann da mal an Reus auf rechts. Weil der nur auf der rechten Seite spielen kann. Sonst hat er schlechtere Qualität. So, dann passt es.
Oh, jetzt vielleicht noch. Ah, das war nix. Özil. Riesenchance. So, jetzt sind die draußen. Ecke, Schweinsteiger. Das war abseits. War nicht zu übersehen. So, jetzt haben wir 73. Minuten. Jetzt sollte doch mal was passieren. So, da haben wir niedergestreckt. Gibt wahrscheinlich die gelbe. Gegen Müller diesmal. Die dritte gelbe Karte schon für uns. So, einer Wenger. Der wird behandelt. Jetzt pass auf. Jetzt müssen wir einen Ball erwischen. Ach, der ist schon wieder fit. So, jetzt halten wir aber ganz schön aus. Die nächste Gelbe gegen Lahm. Das Spiel gewinnt an Härte. Wir müssen unseren Strafraum verteidigen. So gerade noch. So, nächstes Foul. Diesmal von den Holländern. So, Freistoß für uns. 40 Meter. Den hauen wir da einfach mal unter den Haufen rein. Oh, jetzt ist er drin. So, der Reus. Wir führen jetzt. So, nochmal. Da haben wir einen Zweikampf gewonnen. Gegen Robben. Es war der Khedira. Und dann war es ein schöner Pass und der Abschluss hat auch passt. So, und somit führen wir jetzt. Ganz wichtig. Weil lang ist nicht mehr zum Spielen. Jetzt wollen wir vielleicht nochmal wechseln. Und zwar so einen gelbfarbelasteten. Da dann wir jetzt vielleicht den da mal eine. Und Götze. So, Müller aussehen, gelb vorbelastet. Und der Jungspund kommt. So, jetzt müssen wir nochmal hinten aufpassen. Weil die werden jetzt auf den Ausgleich drucken. Oh, der Robben ist durch. Na, jetzt gibt er ab. So, der war abgefälscht. Jetzt gibt es nochmal Ecke. So, aufpassen Männer. Ist gerade gut gegangen. So, Einwurf.
in die Hände vom Torwart. 2 Minuten haben wir noch. So, die wird es gewinnen sein. Der letzte Angriff der Holländer. Oh, das wird noch mal eng. Oh. Oh, und die genau in die Hände. Tja, das ist scheiße. Tja, es lag in der Luft, dass die Holländer noch irgendwie was machen. Und so ist es gekommen. Ah, wer war denn das? Genau an Robben die Vorlage gemacht. So, da sieht man es nochmal. Oh, der Philipp Lahm war's. Eine schöne Vorlage hat er gemacht. So, und damit war es das mit dem Sieg. Tja, 0-0 ist ausgegangen. 1-1. Leider haben wir einen Sieg verschenkt in der letzten Minuten. Aber so ist es einmal. So, Dänemark hat auf der anderen Seite gewonnen. Naja, aber wir haben jetzt den schwarzen Gegner haben wir eigentlich hinter uns.